lieben Tauhörers, von harten Willkommen wie Party, Platt und Plüschmors. hallo liebe Hilka. Und wir sind auch heute nicht allein hier. Nee. Hilka, magst du vertellen, wen wir denn dabei habt? Oh ja, wir habt männlichen Besöker bei uns und das sind die Jungs von der Landjugend mit UE. Herzlich willkommen bei uns. Moin, moin. 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 Schön, dass wir kommen durften. Ja, schön, dass Sie da sind. Das ist großartig. Ja, wie freit us bannig. Möchte ich auch einmal kurz feststellen, sie dürft das natürlich auch auf Hochdeutsch mocken. Das ist nur eine Utnom, nur für Schau. Ja, fange ich einfach mal an. Wir sind die Landjugend mit OE. Wir sind ein wunderbarer kleiner Podcast aus Niedersachsen, quasi ansässig zwischen Osnabrück und Bremen in einem kleinen Örtchen namens Aschen. Und ja, wir machen Diepholz. seit Aschen-Diepholz und Ossenbeck, wenn du es genau nehmen willst. Und wir machen seit seit 1,5 Jahren circa einen kleinen Podcast, wo wir uns eigentlich vorgenommen haben, über gewisse Dinge aus dem Ort zu sprechen, über lustige Anekdoten, was aber aufgrund der Corona-Situation nicht wirklich geklappt hat. Aber dafür, dass wegen Corona nicht so viel passiert, schnackt ihr aber eigens regelmäßig in ihren Podcast. Das stimmt, aber leider nicht über das, was eigentlich unser Ziel war. Ja, wir sind 4 Leute. Ich bin der Michael. Mein Podcast-Name wäre Fark Morstar. Also, Machst du das noch in näher gut führen? Ja, angeblich sehe ich aus wie Mark Forster und wenn man dann die Anfangsbuchstaben tauscht, ist man Fark Morstar. Das ist die Geschichte. Inkognito. Richtig, ja. Okay. Und Lena, Guided Goat, so wie? Ja. Kind ist wohl auf. Ja. Schöne Grüße übrigens auch von Mena Leier. Ja, super. Und der André? Ja, guten Tag, ich bin Frederik. Mein Podcast-Name ist Fred Teacher. So wurde ich mal getauft, relativ am Anfang, weil ich versucht habe, ja, so ein bisschen Bildung oder Aufschlussreichtum reinzubringen in die ganze, oder so ein bisschen paar Wissensrubriken in die ganze Thematik reinzubringen. Dann wurde ich, aber weitestgehend wurde das Ganze abgelehnt von meinen Kollegen hier. Ich bin immer noch stolz auf mein Thema oder auf meine Rubrik und versuche noch weiter dafür zu kämpfen. Aber wir haben immer noch so ein bisschen, ja, kleinen Zwist, was das angeht. Also bist du eigens noch Referendar? Ja, so kann man das auch bezeichnen, ja. Genau. Jo, nee, ansonsten, was gibt es zu mir sonst noch zu sagen? Also ich könnte vielleicht sagen, wir haben uns ja am Anfang auch mal zusammengefunden, um was war es, der zweite oder der erste Lockdown damals, so ein bisschen nicht alleine verbringen zu müssen, sondern eine Schicksalsgemeinschaft zu haben, in der man sich auch mal so ein bisschen austauschen kann. Also war es eigentlich auch so ein bisschen hier Selbsttherapie, weshalb wir uns zusammengefunden haben. Oh, das hört sich nur aber hochdramatisch an. Ja, Ja. traurig, aber wahr. Wobei zu der Entstehung ja nochmal wir sagen müssen, das ist ja eigentlich einfach nur, wir 3 sind einfach nach so einem Fußballtraining an so 2 Kisten Bieren versackt. Und da ist dann am Ende des Abends bei rausgekommen, wir machen einen Podcast, weil das ja so unterhaltsam mit uns 3 war. Weil wir so viel Spaß dabei hatten. Das ist eine wahre Geschichte. Zack, gab's eine WhatsApp-Gruppe und schon kam keiner mehr raus aus der ganzen Geschichte. So, und dann ist das auch unter Hochtouren angelaufen. Unter Hochtouren. So, und dann findest du ja auch, wo fahren zusammen? Irgendein Weg, irgendein 2 Wegen? Alle 2 Wochen versuchen wir eine Folge aufzunehmen und die zu veröffentlichen, was meistens klappt, aber auch nicht immer. Ja, genau. Oder das ist ja auch nicht so leicht, sich schon Jimmes zusammenfinden.
Ja, also am Anfang während des Lockdowns war es noch relativ simpel, weil sonst wenige Termine anstanden. Wir haben uns dann am Anfang auch relativ häufig am Wochenende getroffen. Das war vielleicht auch ein Problem für die Folgen, weil mit fortschreitender Stunde wurde dann das Humorniveau etwas niedriger. Stimmt, man sollte nicht in Folge 1 einsteigen. Lars, hast du dich eigentlich schon vorgestellt? Nee, ich habe mich noch nicht Entschuldigung. vorgestellt. Ich quatsche die ganze Zeit Ja, uns dazwischen. fehlt noch zwei. Genau, ich bin Lars, der Dritte im Bunde quasi aus der Gründungstruppe. Und mein Podcastname ist Uschig Lars, wobei ich da immer noch nicht weiß, wieso ich dazu gekommen bin, auch wenn er sich vermutlich ganz gut zu meinem richtigen Namen passt. Aber eigentlich hat ihn sich Frederik ausgedacht. Vielleicht hat Frederik da noch eine Anekdote zu. Naja, wir arbeiten im Hintergrund jetzt seit geraumer Zeit schon an einem Poesiealbum oder an einem Panini-Album für unseren Podcast hier, wo wir noch, ehrlich gesagt noch nicht viel weitergekommen sind. Aber auf jeden Fall, für diesen Zweck musste krampfhaft ein Name her. Und ja, das haben wir uns dann so mehr oder weniger in einer schnellen Stunde mal überlegt. Also eine große Geschichte dazu gibt es eigentlich gar nicht. Ja, gut. Sorry. Also kann man dazu sagen, ja gut. Ja. Aber Anfangs war es ein Krampf, aber ich habe ja gelernt, mit dem Krampf zu leben, ne? Passt. Sprichst du jetzt von deinem Namen oder von deinem Team? Nee, mit dem Krampf. Also mit dem Podcast-Namen dann, ne? Okay. Sehr gut. Okay, und der Ledige im Bunde? Ja, moin, ich bin Zack und bin im Grunde genommen jetzt als Praktikant mit reingerutscht, als letzter, und bin so ein bisschen aufgestiegen zum Mann der Technik und versuche die Jungs da ein bisschen vor Technik-Fauxpas, wie in den ersten 10 bis 15 Folgen ab und zu mal aufgetreten, zu bewahren. Und ich glaube, das gelingt mir bisher ganz gut. Man muss dazu sagen, wir haben, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war, ziemlich am Anfang, einen Aufruf gestartet. Wir suchten nämlich einen Praktikanten für unseren Podcast. Einen sogenannten Podkanten. Das Wortspiel haben wir uns überlegt. Und Zack war einer von ganz vielen Bewerbungen, der sich quasi in einem spontanen Bewerbungsgespräch bei Lars auf der Terrasse da konnte er uns überzeugen, sodass wir ihn probehalber mal zu uns eingeladen haben. Ja, und seitdem macht er bei uns die Technik, hat jetzt auch einen Podcaster-Status erreicht und wir suchen für ihn einen Podcast-Namen. Also falls ihr Ideen habt, gerne her damit. Interessant. Vielleicht entwickelt sich heute Abend noch was. Aber einen festen Arbeitsvertrag hat er bisher noch nicht. Da muss er noch weiter dran arbeiten. Ja, gut. Lisa, weißt du, was mir nur abgefallen ist? Na? Der habt alle einen Podcast-Namen. Ja, ich habe da auch gerade über nachgedacht. Das ist schon cool. Das ist echt cool. Habe ich dir irgendwann mal erzählt, dass meine Mutter überlegt hat, mich auch Lisa zu nennen? Nee. Ja, Das ist doch nie erzählt. ja, könnt wir der Himmel Danke sagen, dass du das nicht morgt hättest, sonst redet der Podcast Lisa und nimmst weit mir wieder gerade vertellt. Ja. Oh je. Ich kann das sehr cool finden. Das wird schon ziemlich episch werden. Lisa und Lisa, der epische Podcast. Absolut. Ah. Ich will noch einmal dort sagen, ich will ja als schon mal bijau im Podcast. Und das, was ich davon noch weten will, dass ich nach dem Avengers-Quiz, ich will Hulk. Was will ich noch mal? Ja, ich war, glaube ich, Iron Man und die anderen beiden waren jeweils ein Tor. Also, falls ihr das noch nicht gehört habt, habt doch gern mal rein in die Folge von der Landjugend. Ja, sehr gerne, hört gerne rein. Ja, Tor in Doppelpack ist ja auch schon mal gut, oder? Ja, einer links, einer rechts. Ja. Ja, macht auf jeden Fall richtig Welle. Ne? Aber so Ökelnorm, so Podcaster-Norm ist richtig cool, eigens. Und da sind ja auch nicht allein mit große Stars, habt ja Faken auch so ein Ökelnorm oder Starnorm. Habt ihr gewusst, dass Arnold Schwarzenegger in seinen allerersten Film Herkules in New York von Negentein, Negen und Söstig noch Arnold Strong hätte?
Okay. Nee. Ja. Ja, der Arnold Strong. Arnold Strong, der hätte so wie die Filmagenten nicht an sie ein Talent gelöbt hat. Und der hätte ihn dann schon mal schwarzen Schnitzel genannt. Und ja, da sind wir irgendwie auch all mitten in uns Thema, nicht wahr, Lisa? Ja, genau. Denn wir habt so überlegt, okay, aber was könnt wir mit Joe schnacken? Und dann hab ich so gedacht, okay, Derb, wie kommt von Derb? Wie möchte über was vom Derb schnacken? Wir habt natürlich alle wundervolle Körper, begnadete, trainierte Körper. Wir habt eine unverkennbare Sprach. Und was gäbe das durch? The one and only Arnold Schwarzenegger. Und nur will ich gerne mal von Joe wählen. An was denkt die Tau erst, wenn sie an Arnie denkt? Bizeps, Trizeps. Hahnkammrennen in Kitzbühel. Was? Ich bin direkt bei Ralf Möller. Ja, Seinem besten Kumpel. Die beiden sehe ich immer geistig im Doppelpack vor mir. ich denke auch immer an diesen Film mit Danny DeVito, wo Arnold Schwarzenegger Twins. ein Kind kriegt. Wie heißt der? Twins? Heißt es nicht Twins? Ja, genau. Auch. Aber kriegt hier dort das Kind? Ist das nicht ein anderer? Ja, da denke ich auch gerade. Aber mit Danny DeVito ist doch. Ja, das ist. Doch, das ist Twins, da kriegt er das Kind, ja. Nee, ich glaube, das ist ein Anna-Film. Wirklich? Ja. Okay. Ich glaube, Ja, mach sein. aber guten Versuch. Okay, also ich sage, ihr habt schon eine gaue Arnold Schwarzenegger-Bildung. Und ich habe mir gedacht, ich fange einfach nochmal unser Afterholen, fange ich einfach nochmal so beten an mit dem Leben von Arnold Schwarzenegger. Denn das ist wahnsinnig spannend. Ich habe schon vorher gedacht, okay, cooler Typ, hätten 55 Zentimeter Bizeps, weil selben mal Mr. Universe. Aber dieser Kerl hat im Endeffekt 5 Leben. Hey, weil Bodybuilder, hey, weil Geschäftsmann, hey, weil Schuhspieler oder hey, ist Schuhspieler, Politiker und Umweltaktivist. Und wo ein Mann all das schaffen kann, da hab ich mir gedacht, okay, irgendwo, was hätte Dave vielleicht, um das eins zu schaffen? Und was ich auch noch so nebenbei gefunden habe, ist, dass der lütscheste Fleisch ob der Erde ist nur Arnold Schwarzenegger benannt worden. Der lütscheste Fleisch heißt nämlich Megapropophora arnoldi. Das ist das allerlütscheste Fleisch, den du über Erde finden kannst. Und Arnold Schwarzenegger ist 1947, also 1947, bei Graz in Österreich geboren worden. Und das war ungefähr ein Derb von 2300 Inwohnern. Also, hey, kommt auch von Derb. Sowas wie. Juhu! Na, Derbkind. Und als er 14 Jahre alt wäre, hätte er Rec Park sein. Rec Park war Mr. Universe und der war Schauspieler wie Herkules. Und da hätte er gedacht, wow, genauso als Rec Park, so möchte ich waren. Und dann hätte er langsam angefangen, zu trainieren und hätte da wahnsinnigen Spaß dran gefunden. Und hat immer dieses Bild von Rec Park für sich. Mit Nengtein ist er dann schon nach München tagen und hat durch seine Bodybuilding-Karriere angefangen. So richtig, also richtig intensiv trainieren. Er hat im Fitnessstudio Arbeit und hat eins dort ansetzt, Mr. Universe oder Mr. Universum zu werden. Und er ist dann auch mit 20 der jüngste Mr. Universe geworden. Und das ist ein Titel, hat er bis nu noch. Und er hat auch den allerersten 55er Bizeps. Das steht überall nochmal extra total. Also, Das ist so ein krassen Kerl. ja, das ist, was mich so fasziniert hat, als ich das allen so leste, hey, hat wirklich der ganze Titel Rec Park als sein Idol und hat jemals jetzt sagt, jeden Satz, jede Wiederholung, jeden Schweißdroppen, jeden Training, hätte gedacht, okay, ich freue mich auf das nächste Training, um Rec Park noch ein Beten näher zu kommen. Und das hätte ihm so eine Motivation gegeben. Unglaublich. Er hätte dann auch gleichzeitig Jahr Donner den zweiten Mr. Universum-Titel kriegen. Und das war dann sein Sprungbrett in die internationale Karriere als Bodybuilder. Und dann ist er auch schon mit 21 rüber in die USA.
Und da ist er dann wirklich der erfolgreichste Bodybuilder von allen Tiden oder bit nu worden mit 5-mal Mr. Universum und 7-mal Mr. Olympia. Und dann muss man überlegen, wie sie einen sömten oder wie sie einen sösten Mr. Olympia-Titel hätte er sogar sein großes Idol Reg Park auf den zweiten Platz verwies. Nee, Also echt? er hätte wirklich sein Vorbild nochmal slawn. Ja. Wow. Irre. Irre. Hast du eigens gewusst, dass he sin letzten Titel holt hat, weil he sich für Conan the Barbar noch mal richtig oppumpt, ha? Nee. Ah. Ja, eigens he all sin Abschied genommen von der Bodybuilder-Karriere, so in der Profibereich. Aber für Conan hätte sie noch mal richtig Masse antrainiert und dann ist sie noch mal antreten und hätte noch mal den Titel holt. Auch wenn er das eh schon antrainiert hätte. Ja, eben. Kannst doch links noch mal losgehen. Ja, und dann, als er auch in Amerika wäre, hätte er dann auch so langsam anfangen mit den Schuhspielen. Und Hilke, hast du da noch ein Bett, was für einen Film, wo er denn so all mitspielt hätte? Oh Gott, er hat so viele Filme. Ich muss dazu sagen, ich mag nicht allen Filmen von ihnen so richtig gern. Also sie in Komödien finde ich so ein bisschen schwierig. Das ist so, naja, aber diese Actionfilme, also, ich sag mal so, in alltit liebsten Film ist klar Conan. Conan der Barbar. Da sieht man auch einfach, was für ein großartigen Schauspieler Arnie ist. Denn so viel Emotion und Gefühl auszudrücken, mit so wenigen Worten, also so wenige Wörter, das muss er erstmal hinkriegen. zum Beispiel, das erste Mal 60 was 28 Minuten. Mhm. Und das ist dann dieses berühmte Zitat, das ist nur auf Englisch. To crush your enemies, to see them driven before you and to hear the lamentations of their women. Und das ist eine Kurzform von einer Rede von Genghis Khan. Also große Fotpennen. Und dann hätte Conan ja auch diese liebste Valeria hätte, glaube ich. Und die zwei, die sagt in der hellen Film bloß 5 Wörter zueinander. Bloß 5 Wörter und das in der ersten 30 Sekunden achter, die sich das erste Mal droben habt. Und da sagt sie, du bist kein Wachter. Und hey sagt, nee. Mehr sagt ihr nicht. Zueinander da. Braucht keine Wör. Nee. Und das ist mein letzter Fun Fact zu Conan. Conan ist Deutschen. Denn das ist ja so eine fiktive Welt, da Hyboria oder Hyberia, weiß ich nur gerade nicht genau. Und Conan lebt in das Land Chimeria. Und das Chimeria ist auf der Landkarte da ansiedelt, wo von Dach Deutschland ist. Ach. Happy mal, wer da so ein Österreicher nach Deutschland rüberholt. Ja. Das so wie, aber ich lebe auch Predator. Predator, da kann ich habe dir also Fragen sehen. Ich kann dir immer wieder sehen. Also wenn in mich fragt, Team Alien oder Team Predator, ich bin Jimmers Team Predator. Was ist das denn wie Schauut, Jungs? Was unser Lieblingsfilm ist, oder? Von Arnie. Also ich bin gerade noch bei der Google-Bildersuche und google hier nach Reg Park. Ja, ich habe ihn schon gefunden. Völlig begeistert, was das für ein Typ ist. Dann weiß ich ja nu, was nu mit Schau passieren deit. Ich möchte, dass die nächstes Jahr Mr. Universe wat. Bizeps von 54 Zentimeter, bitte. 55. 54. Okay. 54, alles klar. Ja, vielleicht esse ich dann einfach jetzt ein bisschen mehr, dann kriege ich das auch vielleicht hin. Also, einfach auf der Das anderen wird das Seite. einzige Erfolgsrezept sein. Einfach ein bisschen mehr essen und dann wächst der Bizeps automatisch. Ja, und nu habt ihr den liebsten Film von Arnie? Last Action Hero finde ich ganz gut. Aha, warum? Weiß ich nicht, das erinnert mich an meine Kindheit und da lief der Film hoch und runter. Und irgendwie hat er auch eine coole Story. So, dass man quasi durch einen Kinofilm selbst in den Film gelangen kann. So, die Vorstellung ist ganz cool.
Ist das nicht auch so ein Beten in, das ist ein Musikvideo? The One and Only, ist das da nicht auch die Story? You are the one and only. Ich glaube, das ist auch in das Musikvideo so. Jetzt hast du mich erwischt. Ich Du weiß es bist- nicht, keine Ahnung. Du hast die Meister schwunden. Ja, genau. Ich bin halt nur ein Padawan, oder wie war das? Ja, habt ihr denn die Terminator-Filme all gekickt? Ich tatsächlich nicht. Ich auch nicht. Was? Oh. Eieiei. Auch nicht. Oh. Wie möcht ihr sofort aufbrechen? Wie möcht jetzt nur erstmal Dave Terminator-Filme kicken? Und dann können wir wieder morgen. Ich weiß, dass da Sarah Connor mitspielt, aber mehr weiß ich auch nicht. Oh je. Was, in welchem Terminator spielt die denn? Ich bin hier gerade in der Filmografie. Sarah Connor spielt im Terminator mit. Bisschen Fake News streuen hier. Ja, und ich habe auch noch mal eine ganz andere Frage. Warum weiß ich nicht, dass er bei Batman und Robin mitgespielt hat? Hm. Ja, stimmt, der war Das der ist Freezer, glaube ich, ne? Dieser Nein, war er das wirklich? Hm. Ja. Ja. Tatsächlich. Aber ein unfassbar schlechter Batman, meiner Meinung nach. Ja. Ich hab so ein Ja. schönes Zitat gehört. Der Batman, mit dem du groß worden bist, das ist Dean Batman. Und das ist so Okay. wohl. Okay. Christian Bale, oder was ist dein Vorschlag? Ich glaube, ich bin mit dem von der Animated Series. Oh das ist Dean ja, Batman. das ist ein Golden Batman, das stimmt. Hm. Ich habe aber auch die ja. klamaukige Serie da unter Söbentiger lebt. Oh, den hab ich noch gar nicht sehen. Das ist aber auch zu früh für mich. Ah, die ist witzig. Die ist wirklich witzig. Da gibt's doch immer für jegliche Situation irgendein Gadget, um die Aufgabe zu lösen. Ist das nicht diese Serie? Ja, das ist die. Und dann Von gibt es Lebensweisheiten. wenn und es- das gibt immer, ja, das Lebensweisheiten und dann gibt es immer so Comic ihnen blenden mit Boom, Zack, Bang. Alter. Oder der Anti-Haifisch-Spray oder so gab's da, glaube ich, mal in einer Szene. Das fand ich witzig. Wann brugt einen denn das? Das Ja, Anti-Haifisch- wenn man am Helikopter hängt, an der Leitung und an der Leiter und von unten kommen die Haie angesprungen. Oder Ob man den- Sharknado von oben. Ja, oder Sharknado oder Zombiever, habe ich jetzt auch gehört. Gibt's auch. Oh ja. Oh Gott. Zombie war. So ein Scheiß. Ja. Das ist sicher ein richtig guten Film. Es bildet man nicht so runter. Fred Teacher, was sagst du da, Tau? Tau Also, Zombieber. Ich bin auch gerade bei Wikipedia in der Filmografie von Arnold Schwarzenegger und muss feststellen, ich habe nur einen einzigen Film von ihm gesehen. Und das ist Oh. Escape Plan Oh ja, mit das ist sogar, Sylvester Stallone. Was? ja, das ist der Film, hey, hätt ja mal, also er hat retired und dann hat er gesagt, so nachdem hey Governator war von Kalifornien, hat er gesagt, okay, Sil, mein bester Freund, wir mag noch mal einen Film. Und dann kam Escape Plan. Von der Geschichte her auch wirklich sehr an den Haaren herbeigezogen, aber ganz nette Unterhaltung für so einen Sonntagnachmittag mal. Kann ich nur Jetzt- empfehlen. Jetzt weiß ich ja, auch, wie der den Film hab ich auch mit geguckt. dem schwangeren Schwarzenegger heißt. Junior. Junior. War das. Ja. Ah, okay, also nicht Twins, aber Twins Ja, ist ja. mit Danny DeVito. Ja, aber bei Junior spielt auch Danny DeVito mit. Ah. Ich mir, glaube ich, da würde ich jetzt meine Hand für ins Feuer legen. Oh Mann. Ja, aber ich muss sagen, der ledige Terminator, der wäre da in der Story wäre auch mit Arnold, die wäre richtig gut. Hm. Also, ich fand der echt gut. Dafür, dass fehlende dafür so richtig schlecht wären, aber ja, der wäre gut. Der jetzt rauskommt vor kurzem irgendwann, oder? Ja, ich glaube, das ist aber all 2-3 Jahre Ja. her oder so. Aber das gibt so viel interessante Kram rund um Arnold. Zum Beispiel, das finde ich so witzig, das gibt ein Programmiersprog und der heißt Arnold C. und der besteht bloß aus Zitaten von ihm. Zack, kannst du die zufällig? Ich habe es mal angefangen, aber ich konnte mich leider nicht dazu bringen, dann weiter noch dahinter zu lernen. Nee, tatsächlich noch nie gehört. Muss ich auch gerade mal bei Google reinhauen. Ist ja wild.
Mann, wir haben heute richtig einen Lehrauftrag, Hilka. Ich bin ich stolz auf uns. Ja, ich glaube auch. Wir mögt doch einfach wieder, oder? Ich hab hier, oh nee, das muss ich noch vertellen. Wenn ihr dort schon mal das Google open habt, habe ich einen super Musiktipp für jou. Oh, yo. Das gibt eine Metalband und die heißt Austrian Death Machine. Und die mag auch Bluts ihr Texten mit Zitate von Arnold. Und der Alben haten super brutal, double brutal und triple brutal. I'll be back. Oh yes. Ja, was habt ihr denn da so für schöne Zitate, Hilka? Einmal so platt. Da hört die sich doch sicher noch mal double brutal an. Oh, Jetzt bin ich gespannt. richtig brutal. Lehrobdrach, ne? Wie wild ja auch, dass die Welt mehr platt lehrt und platt schnackt. Und darum habt wie Zitate für jo zusammenstellt. Ob platt und sie dürft einmal raten, was die haten und ut welch Film die sind. Oh, jetzt nur von Arnold Schwarzenegger? Ja, Oha. Ja, sehr gerne, ich hab Lust. super. Also wir fangen doch mit was bannig lichtet an. Das ist richtig liegt. Also, sie trifft doch alle wild mit Roten. Aber das ist echt liegt. Also, Nummer 1. Ich komm zurück. Ja, Terminator. Ja, Sehr genau. Aber höchstwahrscheinlich, welcher Teil? Ist das noch wichtig? Ach so. 1 bis 3. Eine Power-Move. Ja, das ist wunderbar. Ne, habt ihr richtig. Terminator ist da grundsätzlich richtig viel. Da dükert in all den Terminator-Film und auch in anderen Filmen von ihm ob. Das ist so richtig sein Markenzeichen worden. Okay. Ja. So, und nun habe ich ein Zitat. Lisa, ich glaube, du weißt sofort, und welcher Film das ist. Ich habe dir gestern das lustige Video überstört. Oh, ja. So, und das Zitat lud, wat ist das best in Leben? De Wind. Und welcher Film ist das? Schwierig. Darf man die Filmografie trotzdem nochmal aufmachen, dass man zumindest irgendwie vielleicht was... Ja, Hallo? ich hab sie schon auf. Aber Ach hier, siehst du, Lars, der schummelt eh schon wieder, dann kann man das auch machen. Das ist das Beste im Leben. mein Lass mal Internet was ist zu Gutes langsam, erwähnen. der schließt die Seite einfach nicht. Genau, ja. Das Beste im Leben ist der Wind. Ich weiß es nicht. End of Days, Nacht ohne Morgen, keine Ahnung. Nee, das ist Ut Conan. Ah, Hab ich leider nicht gesehen. Ja, das ist Ut Conan der Barbar. Und warum muss ich da so lachen? Mein Humor ist ja auch Farken in den Keller. Das gibt bei YouTube ein Video und das heißt Farzenegger. Das könnte ich mal sögen. Okay. Die möchte wieder auch nicht gut führen. Das klickt Chijo einfach mal an. Ich hoffe, es ist keine 10-Stunden-Version oder so. Oh, aber das ist göttlich Tahopenschnähen. Echt. Ich stehe eigentlich nicht so ob das ein Humor, aber ich habe mich total bekriegen für Leute. Okay. Morgen. Okay, gut. Mag wir mal wieder. Das Tokom-Zitat ist: Ich hef to secht, die dood to morgen. Dat wei logen. können wir das nochmal wiederholen, bitte? Ich hef to secht, die dood to morgen. Dat wei logen. Jetzt muss ich erstmal auf Zack, kann Hochdeutsch dein- übersetzen. Und Zack, kann dein Übersetzer auch mit Sprache arbeiten oder musst du den Text arbeiten? Wir müssen den Eingeben. Text eingeben. Ja, das könnte ja eigentlich aus jedem Film sein, würde ich. Ja, ja. vom Ich Wortlaut würde jetzt mal sagen, sagen. aus Expendables. Einfach mal dahin gesagt. Dann sag ich Total Recall. Dann sage ich Predator. Dann sage ich Red Heat. Nee, das ist. Das ist Phantom Commando. Verdammt! Das war Wann war genau das zwischen denn? Terminator und Predator. Oh, und nun habe ich aber was scheu nicht. Das hätte sogar das Zitat, ich gebe euch einmal einen Tipp, das ist ein Film, der auf ein Roman basiert.
Und das Thema ist gerade wieder hochaktuell. Und der Zitat lud: Ich weet kein du bist, de Moors ute Kiekast. Oha, das habe ich jetzt tatsächlich nicht verstanden. Das habe ich auch Ja. nicht verstanden, leider. Ich weet, wo kein du bist, de Moors ute Kiekast. Was ist das letzte Wort? Ja, genau, Kickers? das war ja. Ja. Fernseher Ah. oder Fernsehen. Ach, daher kommt auch der Kika. Sehr gut, Frederik. Das ist meine Vermutung, ja. Wahnsinn. Sind wir so schlechte Arnold Schwarzenegger-Experten? Ja, Ja, leider. Sehr aufbauend. Also unser Körperbau ist ähnlich, würde ich sagen, aber Experten sind einfach nicht. ja. Ich gebe euch noch mal einen Tipp. Das gibt gerade eine Serie, die das selbe Thema hat. Der läuft auf Netflix. Und der Film basiert auf einem Roman von Philip K. Dick. Eine Serie auf Netflix. Oh. Hörst du es auch schon tippen? Es wird jetzt der Autor einmal eingegeben, um zu wissen, welche Serie es ist, um es dann abzuleiten, den Tab zu gucken, in welchem Kinofilm es denn dazu passen könnte. Jetzt wird aber auch unsere komplette Unwissenheit auf diesem Gebiet hier einmal breit gedreht. Vor Ja, allem das hat der ist leider, auch wirklich. der leider sehr viele Bücher geschrieben. Ja. Okay, ich sollte noch mal beten und ich hau noch mal ein Trivia-Hut. Denn Ja. Arnold Schwarzenegger hat 2 Ehrendoktortitel verleihen bekommen. Ein von der University of Wisconsin und ein von der Uni Wien. Aber der von der Uni Wien ist entweder aberkannt worden, weil die Uni Wien gar keine Titel verteilen darf. Ja, sie sagt immer noch, ne? Nee, ich hab's. Du hast. Ja. Ich würde sagen Total Recall. Ja, habe ich jetzt auch. Nee, das ist Running Man. Mist. Wirklich? Alles in diesen Guest gesteckt. Vor allem, wenn du tatsächlich, wenn du bei Google den Autor und Schwarzenegger eingibst, kommt als erster Eintrag nur Total Recall. Ist das so, ja? Ja, es kommt nichts anderes. Man sollte Google nicht trauen. Nein, wirklich, jetzt habe ich mein komplettes Vertrauen verloren. Ja. Ja, bitte nicht. Aber nee, kick dir mal Running Man an. Das ist im Prinzip die Story, die wir nur bei Squid Game finden könnt. Ach, ja, den Film kenne ich sogar. Oh, Also nicht die Serie, aber den Film habe ich Ja. sogar schon mal gesehen, ja. mit Arnie. Mhm. Hier wird short. Aber so, wenn sie die Filme vielleicht nicht sehen hat, vielleicht habt ihr ja World Wrestling Entertainment Computerspiele gespielt. Habt ihr Yes. das? Da Yes. könnte das und ich, glaube ich, nochmal eine Sonderfolge von machen. Wer macht die? Hä? Wer macht die Sonderfolge? Ja, wir beide könnten da quasi eine Sonderfolge von machen. Ja, genau, wenn die anderen beiden mal erkrankt sind, dann greifen wir auf das zurück, was wir Ja, 10 Jahre lang nichts anderes außer das oder Tour de France Manager auf, Oder dem, Tour de auf, France. auf Windows 2000 gespielt haben. Scheiße. Radsportmanager, ja, aber es ging meist um die Tour de France. Oder wie so later hören. Ein fantastisches Spiel. Doping gab es da allerdings nicht. Nee. Oh. Das ist, glaube ich, gerade wieder im Kommen. Kann das sein? Was, Doping Was? oder Transportmanager? Der Manager. Ich höre von ganz vielen. Hast du das in deinem Radclub erfahren, oder? Nee, Wo kommt von die Außenstehenden. Das Macht ist die ja doch bestimmt passt als ja sehr gut Vorbereitung, gerade. Frederik. Man muss Ja. dazu sagen, dass Frederik der Sportvorstand von einem Radclub ist. Ja. Oha. Hört, hört. Oha. Ja. Möcht wie nur Sie sagen? Sie. Ich Ja. würde drum bitten, ja. Herr Teacher, Ab- bitte. Okay, Herr Schulmeister, dann versuch wir das nur noch mal mit ein Zitat, wo Lisa, glaube ich, direkt mang weit und welch Film das ist. Denn das hätte sie auch vorschlagen. Und das Lud, wann das blöd, könnt wir das ums Eck bringen. Nochmal bitte. Wann das blöd,
könnt wir das ums Eck bringen? Wenn das schreit, können wir es ums Eck bringen. Ich Oder glaube, was? Wegbringen ist eher was mit umbringen. Ja, können wir es City High, umbringen. würde ich sagen. Wenn es schreit. Nicht, blöd. 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 Was denn Blöd. blöd? Bluten. Ach, Ja. blöd. Ah. So. Aber Sind wir da wieder blöd bei ist dieser das, ist das denn... Alien-Schiene? Sehr gut. Ja. Also Ja, das ist- Predator. Predator. Yeah! Sie habt den zweiten Punkt gemacht. Sehr gut. Ding, ding, ding. Wie viel braucht man denn, um den Was denn? Abschlusstest bestehen zu können? Was ist denn der Preis? Also Sie können noch 50% schaffen. Aber komm, wie morgen fliegt noch mal ein Lichtenton-Abschluss. Sehr Ja? gut. Okay. Mit Anna mal. Sehr einfach, ja. Ja, ich sag jetzt mal... oh, nee. Liegt's auf der Zunge? Das ist doch hier der eine Film. Ja, der eine mit Arnold, ne? Ja, der mit Schwarzenegger. Ja. Mit Anna Mall. Mit Anna Und mal. ich möchte kurz ein Trivia dazu, so als lang sie über nachdenkt. Für düsse Zitat oder nur für düssen Satz hätte Schwarzenegger 85.700 US-Dollar kriegen. Nee. Was? Wenn sie Gage ob der Würrunde räken deit. Mhm. Der hat so wenig Würsecht in diesem ganzen Film, dass er nur für düsse Zitat 85.700 Dollar kriegen hätte. Also das ist mal ein Lohn. Oh, damit wir noch ein Beten für Irving Glühweg. Ja, ich glaube auch. Der Oder Versch- weniger Schnacken, Hilke. Ja, wir schnackt schon was zu viel. Das, ne? Ja. Ich muss passen. Ja, ich Also auch. das heißt, der hat eine Menge Kohle gekriegt, nur für diesen einen Satz. Das Mhm. heißt, es muss ja ein Kurzauftritt gewesen sein. Ja, in der, Nee, es gab auch normale Filme von ihm, da hat er auch nicht gesprochen. Also das Ja, war gut, da hat ja, er nicht viel gesprochen. selbst ja, das okay. weiß ich, obwohl ich die Filme nicht gesehen habe. Sehr gut. Er hätte nämlich in Conan der Barbar, ich habe das noch gut gesagt, er hätte 17 Sätze secht. Also 17 Sätze. In dem hellen Film, mit Hey Boy Day Conan. Okay. Mhm. Respekt. mit Anna mal, da gibt es ja vielleicht halb wie mal Beten. In der spanische Übersetzen sagt hey Sayonara. Baby. Mhm. Hasta la vista. Ja. Ja. Ah, ding, ding, ding. Ja. Ja, da war ich die ganze Zeit schon, aber ich weiß immer noch nicht, welcher Film das ist. Oh. Mann, bist du ein schlechter Googler. Terminator? Ja, ich wollte das aus eigener Kraft hier wissen. Ja, das ist doch auch Terminator. Ja. Aber ich Sogar weiß nicht, welcher, ob das jetzt 1, 2 oder 3 ist oder in allen, das weiß ich jetzt Das weiß ich auch nicht, aber das ist doch auch Terminator. nicht. Ja. Ja. Ja, Terminator Dale 2. Ah, okay. Ja, wo geht ihr das nu? Fix und fertig. Ich glaube, wir müssen noch mal ein paar Nachhilfestunden nehmen zu dem Thema. Ich glaube, wir werden nicht versetzt. Ah. Versetzung Nee. gefährdet. Das glaube ich auch nicht. Mit einer Frage könnte ich auch noch retten. Und das ist sogar eine freitau beantwortende Frage. Denn Arnold Schwarzenegger hätte mal, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, er hätte mal einen Panzer. Ist Panzer auch Platthilker? Ich weiß nichts anderes. Also, habe ich nicht was anderes hört, aber Panzerfahren ist geil. Also. Das liegt nur nicht hinaus. Also fast. Denn Arnold Schwarzenegger ist bekannter Umweltaktivist und hat gesagt, okay, wenn du mir $1 spendest für meine Umweltaktion, dann kannst du gewinnen mit mir Panzertau feuern und wie crasht alles, was du möchtest. Also du kannst dir über alles rüber feuern, was du dir wünschen deist. Was würde Gijau wünschen? Was möchte ich mal mit dem Panzer so richtig crashen? To hopen mit Arnie in sin Panzer. Ja. Boah. Spannende Frage.
Oh, mir da fertig gefallen. Also ich bräuchte so ein Amphibienfahrzeug. Ich müsste der Wechsel von Land ins Wasser und wieder zurück, das würde mich wahnsinnig faszinieren. Oh Du mein musst Gott. Zustände crashen. Ich kann Ja, doch ja mal. Was will ich denn? Freddy Kann hat ja mich mal- damit jetzt gerade komplett durcheinander gebracht, jetzt mit seinem Amphibienfahrzeug. Wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Was geht in deinem Kopf vor? Überleg dir mal weiter. Ich habe mich jetzt hier nochmal bei Google schlau gemacht, Was damit ich auch mal mitreden kann. Und habe zum Thema Militär auch noch was. Also Arnold war anscheinend auch beim Militär, brauchte aber alle 3 Monate eine neue Uniform, Ja, weil die alte aufgrund der Muskelzunahme zu eng wurde. ja, da weet ihr auch, woran ihr arbeiten wollt. Ja. Wir wurden aber alle ausgemustert. Also diese Probleme werden. Ah. Habt ihr noch mehr T-Town trainieren? Perfekt. Ja, Lisa, weißt du denn, worüber du mit dem Panzer von Arni feuern willst? Ich habe da heute auch über nachgedacht und das Gift, ich bin eine ganz ruhige Person und eigens habe ich überhaupt keine Aggression, außer wie Druckern. Ich würde wirklich alle Drucker nehmen und einfach nur crashen. Das würde mir einfach ein ganz David Gefühl von Torfräden geben. Oder, was sie auch morgen dort, das kann man auch in dem Video sehen, wird diese Plopfolie, ich weiß überhaupt nicht, wie heißt die denn? Jo, Plopfolie. Sehr das gute ist eine gute Antwort. Idee. Ja. Ja, Plopfolie. wunderbar. Ja. Die hab- Ich möchte einloggen. Blockfolie. Mit Arni in sie Panzer. Über Plopfolie von. Ja, ich glaube, das macht einen so richtig doof reden. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, worüber ich feuern will. Oder doch, ich weiß es. In mein verleden Wohnung, da hat mein Vormieter, einen ollen Herd, in Stove, in den Keller versteckt für mich. Und ich habe erst gefunden, als ich den Keller das erstmal abschloten habe. Und dann weder düsse, ich werd nicht fertig, jo, all Herd bin. Und ich habe gedacht, was ist das für ein Sheet hier? Und das hat mir so malmorgt, dass dieser Herd da binnen ist. Und nur habe ich mir in Wohnung gut räumt. Und das wäre so schön, wenn ich über diesen blöden Herd mit Arnis Panzerröwe feuern können. Sehr schön, Helga. Da kriegen wir ja wohl noch hin. Hast du gehört, Anni? Bitte komm mit dem Panzer mal vorbei. Oder vielleicht kann hier sich ja auch das Panzermuseum in Munster so ein Panzer utlähen oder so. Dann ist das nicht so weit. Ja, für den Grund doch auf jeden Fall, oder? Da können die doch mal Ja. eine Ausnahme machen. Oder ich muss nur das Tokam Stahl ob der Heide mal min ollen Herd dahin bringen. Ja, mach wie so. Ja, also Plopfolie. Und sie sind so aggressionslos, sie habt nix, was sie crashen wollen. Naja, wir Corona haben hat ja uns, unseren Podcast, um Aggressionen abzubauen. Deshalb haben wir darüber hinaus eigentlich keinen Bedarf mehr an sowas. Wobei, Freddy, bei dir wäre mir jetzt tatsächlich aufgefallen, ab und zu mal die Technik. Also manchmal gibt es doch solche Probleme mit deinem Mikro, da könnte doch das Mikro, das kann doch dann auch mal... Seitdem du da bist, habe ich aber keine Probleme mehr gehabt. Also Oh, das hast du schön gesagt. Grüße gehen raus und Küsschen gehen raus an dieser Stelle. Das hast du Oh. sehr schön gesagt. Ja, wie mit Pflicht hier auch mal Levitorhörs in der Runde sagen, wie sit hier nicht to hopen in ein Rom, wie sit alle in to Hus. Genau. Ja. Das klingt so trurig. Das ist, An dieser Stelle müsst ihr so traurige Musik hinterlegen. Ja. Hat nicht Arnold auch bei Kevin allein in New York mitgespielt? Nee, das war Donald Trump, ne? Jetzt, Ja. Ja. Okay, da habe ich zwei ein bisschen was durcheinander Oh gemacht. mein Gott. Da können wir weg, nämlich du. liegst doch noch mal ganz kurz ein Trivia in Strahlen, denn Arnold Schwarzenegger würde eigens gern als Präsident kandidieren für die USA, aber er darf nicht, weil er Inwanderer ist.
Und Ach, dann hätte was. sie gesagt, okay, wenn ich nicht Präsident werden darf, dann war ich halt Gouvernator von einem der größten Staaten in den USA. Und hätte ich geschafft. Aber in den Simpsons und Ja. in Demolition Man ist hey Präsident. Ja, stimmt. Ich habe den Simpsons-Film Stimmt, gesehen. Da ja, gab der es so eine Simpsons- Szene, ne? Ja. Ich nehme die Dry. Hallo, Ja, hier, genau. hier spricht der Präsident. Ja, Let it stimmt. dry. Ja. Ja, stimmt. Sehr gut. Ja. Aber Wofür ach so, die- das wo- ist ja ja. auch witzig, dass er Gouverneur werden darf, aber kein Präsident. Mhm. Die Amerikaner sind unentschlossen. Das hast du schön udrückt, schön diplomatisch. Ja. Ja, vielleicht hätt ihr auch vielleicht sind die auch bang wein, dass da wieder so ein Österreicher noch die Macht grieben will. Achso, du meinst, vielleicht ist das einfach nur auf Österreich ausgelegt, oder was? Die Schweiz hätte es gedurft. Die hätten 300 uns Kilometer Fehlern lehrt. geboren, dann hätte er es machen können. Ja, die hätten vielleicht und uns Fehlern lehrt. Ja. Wofür die, ja nu, habt ihr beten was lehrt? Also ich weiß, was ich morgen Nachmittag zu tun habe. Erstmal die Terminator-Filme alle in der Reihe nach durchgucken, um da ein bisschen Sehr mitsprechen gut. zu können. Und die anderen dann auch alle so nach und nach. Also scheint ja wirklich ein faszinierender Typ zu sein. Ich hatte ihn bisher noch nicht so für mich entdeckt, aber das hole ich noch nach. War nicht gaut. Also ich muss sagen, nachdem ich das alles hier recherchiert habe mit seinem Leben und so, war ich so motiviert von Sporttorgon, dass ich echt den besten Leg Day sieht im Vorwerken habe. Der ist wahnsinnig motivierend. Ja, und er ist auch so ein positiven Mensch. Mhm. Also, Jimmes, wenn er mal auf seinen Social Media Kanäle was postet, das ist Jimmes so positiv. und er hat ein Mini-Pony und ein Mini-Esel zu Hus. Ja, und er mag sich der Jimmes mit den zwei Kommodig in seinen Kök. Und ich finde, ich kann ihn bloß gern haben. Also. Ja, und dann kickt ihr nochmal Farzenegger und dann habt ihr ihm noch Laser. Das hast du nur aber secht, Lisa. Aber ich glaube, bei ihm zu Hause läuft ein Großteil der Woche läuft auch der Ralf Möller da rum bei ihm. Also ich glaube, die hängen sehr häufig aufeinander. Ich wollte das hier noch mal einwerfen. Das lässt sich nicht los, ne, mit Ralf Möller. Ja, das ist mein großer Held. Freddy, möchtest du gerne mal ein Dazu mehr in der Personal nächsten Training? Folge. Oder da sind wir dann aber neugierig, ob was du uns über Ralf Möller vertellen kannst. Lots, die könnt Jau hier noch nicht so ruht lassen. Mhm. Mhm. Aha. So am Ende von der Party, was kommt denn da immer? Das letzte Lied auf der Party. Ja, der Oh, ja. Rauschmeister-Song. Absolut. Da wird nochmal schön gerudert. Hallo. Ja. Ja, genau. Oh, ich war gerade oben. Ja. Und ihr habt ja wie uns im Podcast, ihr müsst das wie Songtexte auf Platt übersetzt und dann quasi errat. Oh, das Oder ist cool. Ron Genau, und ich bin da war nicht schlecht drin. Und deswegen hab ich uns gedacht, wie habt Songtexte für Jau mitgebracht. Und die möcht den nur Ron. Ja, sehr cool. Okay, ich fang mal an, Gleeks. Ja, bitte. Die Öllen sind auf ein Tennisturnier. Du magst ein Party. Ah, das ist ja, aber nett von stimmt. dir. Ja. Impulsive Menschen, der kennt nichts, was der abholen deit. Schmied die Möbel und dem Fenster, wie Brugti Platz. Tom Danzen. Einfach Okay, so kommt hier reinraten. drauf? Jo. Deichkind Remi Demi. Ah, perfekt. Das wäre ja aber nur ein Baden-Fix. Ja, wir hatten eigentlich spannender Morgen mit, ne? Ja. Und ich habe auch so was Lichtet Rutze. Aber ich habe aber wer noch, hat dafür Mitleid. ja, ich habe noch ein Ersatzlied. Oh. Falls das nur wieder zu Licht bart. Ja, ich habe noch ein Ersatzlied, aber ich habe auch was war nicht Lichtet Rutze, kriegt sie auch direkte Mangrut, bin ich Musiker. Das geht so. Pressure. Ja, das geht so. Ich seh, du kämmst den Haar und grinst mir an. Das bringt mi ton Dörd rein.
Bevor ich as Schnee smelt, sech ich moin. Wo geit die dat? Wo geit die dat? Geit die dat? Mit de Kram, die du magst? Nimmst de ich kenn, kann jichtenswann mit die mitholen. Wo geit die dat? Hätt dat jichtenswann Sinn morgt, dat du tschüss sagt hast? Tschüss, tschüss. What? Ist das ein deutsches Lied? Nee. Okay. Okay. Kannst du es nochmal sagen? Kein Problem, aber das ist echt nicht schwer. Also, ich seh, du kämmst ihn Haar und grinst mi an. Dat bringt mi ton Dörd rein. Bevor ich as Schnee smelt, sech ich moin. Wo geit die dat? Wo geit die dat? Geit die dat? Mit de Kram, der du magst. Nimmst de ich kenn, kann jichtenswann mit die mitholen. Wo geit die dat? Hätt dat jichtenswann Sinn morgt, dat du tschüss sagt hast. Tschüss, tschüss. Boah. Ja. Erstmal auf Deutsch übersetzen, dann wieder auf Englisch. Ist denn Englisch richtig? Also ist es ein Englisch? Ja, das ist ein Englischlied. Und das ist so ein richtiges Partylied. Das Fiese ist immer, dass Hilka Fairhair sagt, das ist so einfach, das kriegt ihr Ja, selber gut. genau. Oh, Ich habe auch fuck. gedacht, das ist leicht, aber das ist mega schwer. Ich komme da nicht drauf. Wir bräuchten auch den keinerlei Anfangsbuchstaben vom Interpreten. Ja, das wäre was. Rrr. Dann bräuchten wir doch den zweiten Buchstaben. Okay, ein Teil von der Band, das ist ein Band und ein Teil ist all dort geblieben. Roxette. Ja! Wow. Wow. Wer ist das Lied? Ja, Du ich hast weiß den nicht. rausgeholt. Ja, da war ich vorher schon. Aber ich weiß immer noch nicht, welches Lied es ist. Ja, pass mal auf, das geht so, ich seh, du kämmst ihn Haar und grinst mi an, dat bringt mich zum Dörd rein. Ah. Bevor ich's as nie smelt, sech ich moin, wo geit die dat? How do you do? Ja, das wäre doch mega liegt. Richtig liegt. Ja, wenn man es weiß, ja. Sie könnte aber noch einen haben. Ja, sehr gerne. Jo. Einen hab ich noch, der ist auch liegt. Der kriegt ihr auch direkt im Mangel. Auch so leicht. ist ja Genauso leicht. Ja. Also. 16 Bet in Lütschet. Vergeht mi nicht, min Söhn. Elken mitzunehmen, morgt die dat komorig und warm. Hol die Frey von Sünd, bitte Sandmann kommt. Slob mit open Augen, hol den Kissen fast. Verlot dat Lücht, komm nor de Nacht, nimm min Hand, wie gorn nor dat Nienigland. Das Nienigland? Nienigland ist Ja, Niemandsland. Niemandsland. Ist das hier nicht, Peter Pan. oder ist, ja, Nee, wer ist das noch? Niemandsland Oder ist, ist das aber ist hier das nicht ins pur? Abenteuerland oder sowas? hätte ich jetzt auch gedacht mit dem Abenteuerland. Ja. Von Pur! Ja. Ja, Nee, der Pur Party Mix, der ist, da hätten wir noch nicht genug getrunken für. Ist das denn ein deutsches Lied oder ein englisches Lied? Nee, ist auch ein Englischlied. Ach so, okay. Englisch, also dann hat man Sandmann übersetzt. Okay, alles klar, okay. Das hat mich nämlich direkt auf ein deutsches Lied gebracht mit dem Sandmann, das war mir... Sandmann, lieber Sandmann. Ja. Okay, ich doge mal ein Beten helfen, ne? Weil wir wollten ja auch mal so ein Beten schon kommen. Ja. Dankeschön. Also, bloß der Refrain. Verlot dat Licht, komm nur de Nacht, nimm min Hand. Ich hab's. Gorn oder Nienigland, ja. Ach so, nee, doch nicht. Doch, ist das Metallica? Ja. Enter Sandman oder so? Jawohl. Ah, doch.
Oh, wild. Ach ja, Der ganz einfach. letzte Satz hat mich schon wieder so verwirrt. Aber ja, okay. Ja, cool. Ja, Wahnsinn. ey, das wär gar nicht schlecht. Das ist auch das einzige Lied, wo Sandmann drin vorkommt, was ich kenne. Nee, ich habe aber hier Mr. Sandman. Oder bitte das? Wie heißt das denn? Mach weiter. Weiter kann ich nicht. Wir müssen das hier an der Stelle beenden. Bring me a dream. Bang, 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 bang. Genau. Oh ja, und da sind wir aber neugierig, was für ein Dream, was für ein Dröm, wie in der Tocom-Folge gehört, denn da sind wir ja Biau in Lorden, oder Lisa? Genau, da geht das nämlich wieder. Ja, vielen Dank an Jo, liebe Landjugend mit UE, das hätte uns gar nicht viel Spaß gemacht und wir hoffen, sie habt auch was lehrt. Absolut. Ja. Ich hoffe nur, dass Ja. ihr auch gleich im zweiten Teil genauso viel lernt, wie wir gerade über den Arni. Da sind wir sicher. Was wär euer Hot Topic von Dach? Ganz klar Arnold. Hotter Typ, hotter Bizeps. Ich hol morgen 54er meine. Bizeps habe ich jetzt gehört. Ja, 54, ganz Oh, wichtig. Also der Hitte Sheet ist der 55 Zentimeter Bizeps für Ja. Okay, wie dröft. Nee, schwierig blieben, Lisa Glöwig. Absolut, ja, wirklich von harten Danke, mein Leben. Ja, vielen Dank. wir danken auch und verabschieden uns jetzt ins Fitnessstudio. Perfekt. Alles klar. Also, dann bis balle. Tschüss.